Unser Glauben an Jesus soll nicht einfach nur eine Theorie sein, sondern etwas, was sich in unserem ganzen Leben zeigt. Einen aktiven Glauben zu haben. Und das war das Ziel von Paulus, als er den Kirchen geschrieben hat, hey, es gibt wie so 5 Rollen. Ein Evangelist, ein Apostel, ein Hirt, ein Prophet und aber auch ein Lehrer. Und das ist unsere Kirchenkultur, die wir leben wollen. Und das bedeutet, erlebst du in dieser Serie Active Faith. Hallo liebe Twenties, willkommen zu einem Podcast. Es ist ein spezieller Podcast. Es ist auch ein ganz trauriger Podcast und gleich aber auch sehr ein wichtiger Podcast. Darum ist er da aus einem speziellen Ambiente. Ich nehme es am Freitag später auf. Es gibt eine Geschichte zu dem ganzen Podcast. Vor 2 Wochen hat sich ein junger Mann aus unserer Kirche sein Leben genommen. Und das hat uns alle extrem mitgenommen. Die Familie natürlich zuallererst. Die Small Group hat es dann auch erfahren. Dann seine Team Group, also die hier in der Kirche mit ihm zusammengearbeitet haben, haben es erfahren. Und wo wir davon gehört haben, hat es uns total mitgenommen. Wir sind darum auch, nachher haben wir geschaut, wie wir als Kirche auch unterstützen können, wie wir für die Familie da sein können und auch wie wir selber trauern können. Wir haben am letzten Freitag, am Morgen, ist dann auch die Beerdigung gewesen. Und am Abend, am gleichen Tag sozusagen, haben wir im Twenties das zusammen thematisiert, haben über das geredet, haben zusammen trauert, zusammen tröstet, zusammen auch Gott gesucht. Und das ist mega mein Bild, oder wenn ich auch Kirche sein. Kirche ist durch alle Höchstfirmen zusammen, aber wenn mal etwas nicht gut ist, wenn wir es nicht verschwiegen, wir sprechen es an, wir reden darüber und machen es zum Thema. Darum ist es mir auch wichtig, jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Wir werden auch ein paar Ausschnitte noch zeigen vom letzten Freitag, dass du dort auch ein bisschen das aus erster Hand auch spürst, weil wir ganz gute Interviews dort auch noch hatten. Interessanterweise das Thema vom letzten Freitag wäre ein Wert gewesen, einer von unseren ICF-Werten, nämlich der Wert vom Hirt. We care. Wir schaffen liebevolle, fürsorgliche Gemeinschaften, in denen Menschen sich zugehörig fühlen. Wenn man sich noch nicht zugehörig fühlt oder wirklich dann eben ein Teil davon ist, die ist, dann gehört es eben dazu, dass man als Kirche halt all diese Sachen teilt und durch diese Sachen durchgeht. Ich möchte dich schnell mit Ihnen nehmen, als ich erfahren habe, von dem Suizid, ist es mir unglaublich tief gegangen. Ich habe die Person kennt gut, über lange Jahre und habe auch gewusst, dieser Person geht es gesundheitlich nicht so gut. Und ich habe mich dann selber als erstes gefragt, hey, hätte ich nicht mehr machen können? Hätte ich nicht mehr, gerade ich als Pastor, ich bin nachher schauen in meinem Nattel rein, das sind so die letzten Konversationen gewesen, und habe gemerkt, wir haben über etwas Belangloses geredet, wie kann er seinen Schlüsselbadge mir zurückbringen, und dann haben wir sich verpasst, hätte ihn gerne gesehen, und wie hätte ich nicht mehr dort machen können. Und ich habe nachher gemerkt, das ist eine Frage, die bei vielen vielleicht kommt, gerade wenn jemand stirbt oder jemand nimmt sich das Leben in deinem Umfeld, dann sind Schuldgefühle noch schnell da. Und das ist mein Erstes und Wichtigste, was ich möchte sagen. Es ist eine Zeit vom Trauern, wenn jemand stirbt in deinem Umfeld. Und auch wenn es ein Suizid ist, die Gedanken von Anklage oder vom selber so hinterfragen, die lösen dann schnell aus, dass eben die Schuldgefühl und die Anklage etwas macht bei dir und du dich selber verurteilst. Gerade wenn es gemischt wird mit Trauer. Da möchte ich dich ermutigen, wenn so etwas passiert, tun all die Gedanken, Schuldgefühl und Anklage einfach auf die Seite für die nächsten paar Monate. Ich denke, dass die ganze Situation natürlich Fragen auslöst, wo vielleicht auch gut ist, dass ich mir die mal stelle. Und das werde ich auch in ein paar Monaten. Aber nicht jetzt, weil im Römer 8, Vers 1 steht, müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Verurteilung, Anklage macht es dir nur noch schwieriger, zum wirklich zu trauern und zum auch nochmal vielleicht dankbar auf die Situationen zurückschauen, wo du eben die Person gekannt hast. Und das soll zuvorderst sein. Es ist eine Zeit vom Trauern, wo wir drin gegangen sind.
Eine andere Frage, die mir in diesem Zusammenhang leider auch oft begegnet ist, wenn sich jemand das Leben nimmt, ist doch das eine Sünde, eine mega schlimme Sünde. Kann denn so jemand überhaupt noch in den Himmel kommen? Und ich weiss nicht genau, auf was das theologisch genau daraus rauskommt. Ich weiss nur, was im Römer 8,2 steht. Denn wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind wir nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davor befreit. Also, da ist es mega jetzt eben wichtig, dass wir verstehen, warum ist die Gerechtigkeit aus der Gnade so wichtig. Weil, dass du gerettet bist, die Seele heil, dass du in den Himmel kommst, ist, weil du dein Leben nicht auf Selbstgerechtigkeit bauen hast, sondern weil du dein Leben auf dem baust, dass Gnade passiert ist in deinem Leben. Jesus hat sein Leben gegeben dir, weil du es nicht verdient hast. Und das ist die Gnade. Und darum bist du gerecht. Darum bist du gerecht. Also nicht wegen dem Gesetz, wegen der Erfüllung vom Gesetz. Und darum, ich meine, wenn du stirbst, weil du mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn fährst und einen Unfall machst, hast du eigentlich auch Sünde begangen in dem Moment, wo du stirbst. Und gleich habe ich nicht das Gefühl, dass du wegen dem nicht in den Himmel kommst. Und darum glaube ich auch, mein Freund, der sich selber das Leben genommen hat, er ist bei Jesus. Er hat seine Gerechtigkeit, ist nicht aus seiner Leistung herausgekommen, ist sie nie gekommen, sondern er hat gewusst, seine Gerechtigkeit kommt aus der Gnade. Das ist das, was Jesus sagt. Jeder, der an ihn glaubt, wird ewig leben. Nicht jeder, der perfekt lebt, sondern jeder, der an ihn glaubt. Und darf man sicher sein, dass das niemand kann von Gott trennen kann, auch wenn jemand sich das Leben selber nimmt. Das ist mir ganz, ganz wichtig als theologische Grundlage, wie wir glauben, dass auch Gott mit Suizid umgeht. Auch er weiss, er ist gnädig und kein Mensch verdient, sondern es ist immer seine Gnade, die Gerechtigkeit schafft. Ich habe am letzten Freitag 2 Leute interviewt und ich möchte dir diese Interviews zeigen. Weil, wenn jemand stirbt, dann bist meistens du nicht die Person, die dieser Person am nächsten steht. Und so ist es mir auch gegangen. Ich bin der Perser von dieser Person gewesen, aber da gibt es noch eine Familie, die noch viel näher ist. Wie gehen wir mit denen um? Und mir ist aufgegangen, dass sehr oft, das ist etwas, was man nie lernt. Wo lernt man mit jemandem trauern? Wo lernt man Anteil zu nehmen? Wo lernt man das? In der Schule lernt man es nicht. Und da in der Kirche habe ich das zum Thema gemacht und ich habe einen guten Freund von mir interviewt, weil er in seiner Familie auch einen Todesfall hatte, Anfangsjahr. Nachher noch habe ich eine gute ehemalige Mitarbeiterin von mir im ICF auch interviewt, wo man das Thema einfach Suizid genauer angeschaut hat. Wie gehen wir mit dem um? Vielleicht hast du in deinem Umfeld Menschen, die über das reden, hey, ich überlege mir das Leben zu nehmen. Oder vielleicht ist es sogar bei dir so in deinem Leben, dass du so Gedanken hast. Und darum haben wir das zum Thema gemacht. Und darum folgen jetzt 2 Interviews, wo ich selber finde, kann ich mega viel von diesen 2 Personen lernen. Heute Abend auf die Bühne kommst und uns auch in etwas mit reinnimmst. Nämlich ins Thema, wie trösten wir eigentlich richtig. Ich habe selber gemerkt, wenn ich die Familie besuche das erste Mal oder einfach wenn ich Leute begegne, wo ich so am Trauern sind, ich bin selber zuerst mal einfach überfordert. Ich weiss nicht. Und mir ist aufgefallen, man lernt nie im Leben, wie tröstet man eigentlich jemanden, der jemanden verliert. Also in der Schule lernt man es nicht. Und da bei uns haben wir glaube ich, auch noch nie über das geredet. Darum habe ich gemerkt, ich glaube, das wäre ein guter Punkt, einmal über das zu reden. Und ich habe ganz bewusst dich angefragt, wie du hast, bei dir noch recht frisch, du hast deine Schwägerin, Anfangsjahr, ist sie gestorben an Krebs. Und es war schlimm gewesen. Es hat mega viele Wellen geschlagen, eine grosse Leidenszeit. Auch für deine Frau natürlich, die Schwester zu verlieren. Nimm uns doch schnell rein in diesen Moment. Du hast dir ein paar Gedanken gemacht. Ja, genau. Ich glaube, das richtig machen, das ist allgemein recht schwierig. Also, wie man richtig trösten. Ich habe für mich klar, ich musste feststellen und ich musste das akzeptieren oder annehmen, dass eigentlich
der Schmerz da ist und dass er seinen Raum hat, dass er darf da sein und dass ich ihn einfach muss akzeptieren, so wie er ist. Ich kann die Trauer kann ich nicht beenden, ich kann sie nicht verändern. An der Trauer kann ich nichts machen, außer einfach da sein und helfen tragen. Und ja, ich muss einfach wirklich akzeptieren, dass jemand in dieser Trauer ist. Es ist ein brutal einschneidendes Ereignis und ich kann nicht nachvollziehen, wie sich das für die Person anfühlt. Ich bin nicht so nahe, das ist ein mega Unterschied, ob ich die Person kennengelernt habe oder ob ich mein ganzes Leben mit dieser Person verbringe. Und ich kann wie nicht das nachvollziehen, wie das für die Person ist und ich muss es einfach annehmen, so wie es ist. Du bist eigentlich als Schwager schon relativ näher, aber schon deine Frau als Schwester ist schon 10-mal gefühlt wahrscheinlich näher. Oder einfach nochmal näher. Und dann der Ehemann natürlich, wo sie damals hinterlassen hat, ist nochmal näher. Kann man sagen, wie lange so eine Trauerphase geht? Ich glaube nicht, dass man sagen kann, wie lange eine Trauerphase geht. Das Trauern ist unglaublich individuell. Also, ich kann dir kaum erklären, wie eine Trauer für meine Frau jetzt ist oder so. Oder, ich kann das wirklich nicht und ich möchte mir das auch nicht anmassen. Aber es ist so individuell, bei der einen wird es länger gehen, bei der anderen wird es anders gehen, es wird sich auch anders zeigen. Man wird vielleicht eher mal einen Moment haben, wo man allein sein muss, wo man sich zurückzieht und will brüllen oder für den anderen ist es vielleicht auch so, dass man möchte rausgehen und einfach das können mit Freunden verarbeiten oder eine Begleitung braucht. Aber es ist schwierig, also ich glaube nicht, dass man das irgendwie sagen kann, hey, so und so lange geht die Trauerphase. Es zeigt sich auch, oder? Mega unterschiedlich, was das ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt es praktische Sachen, wo man unterstützen kann, wenn jemand trauert? Ja, also ich habe mir da ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich glaube ich, wichtig und hilfreich finde. Jetzt gerade für ein näheres Umfeld. Es ist oft eben mega ein krasser Einschnitt. Ich muss meine Brille abziehen. Ich kann da anlaufen. Sorry. Es ist ein mega Einschnitt, wie schon gesagt. Und ich glaube, für ein näheres Umfeld ist es mega wichtig, dass man sich als ein Freund Zeit nimmt, als ein Freund sich regelmäßig meldet. Immer wieder nachfragt, wie es einem geht, einem schreibt, einem ermutigt, Zeit abmacht, wo man möchte etwas mit jemandem unternehmen oder mit dieser Person möchte unternehmen, Zeit mit ihr verbringen. Und dann mega wichtig, dass man in dieser Situation, wenn man mit dieser Person Zeit verbringen will, und es kommt vielleicht, hey, nein, ich möchte heute nicht, ich mag nicht, das nicht als eine Ablehnung von sich selber spüren oder das Gefühl, als eine Ablehnung gegen einen über, sondern einfach sagen, okay, dann geht es heute nicht, hey, ich melde mich ein anderes Mal wieder und dann erst recht wieder melden, erst recht wieder, hey, wie geht es dir, hey, ich schreibe dir, hey, machen wir etwas ab, einfach immer wieder dranbleiben, immer da sein und nicht Erwartung haben, dass die Person sich zurückmelden muss und erst gar nicht erwarten, dass die Person muss irgendwie etwas organisieren muss, um miteinander Zeit verbringen, oder? Ja. Sondern einfach hingehen, sagen, hey, schau, dann und dann treffen wir uns, gehen wir einen Kaffee trinken, bist du dabei? Und wenn es dann heisst, ja, dann unbedingt gehen und die Zeit einfach geniessen und da sein und unterstützen. Und wenn es heisst, nein, ich mag nicht, ich will nicht, dann ist es okay. Und dann einfach das nächste Mal wieder fragen. Das ist etwas, was ich glaube, ist mega wichtig. Wenn man nicht so nahe ist? Das kommt da noch. Das kann auch gerade. Mache ich einen Sprung? Ja, ist nicht gut. Nein, ist voll okay. Und eben auch in diesen Situationen einfach parat sein, wenn man unterwegs ist mit dieser Person, einfach einmal können, wenn man jetzt geplant hat, dass man wandern und dann baden und dann noch mit dem Schiffli noch mit um einen coolen, lässigen Tag haben und es dann plötzlich kommt, dass vielleicht ein Moment kommt von der Trauer oder ein Moment kommt von der Schwere. Also es kann sein, dass die Trauer kommt, wenn sie kommen und manchmal kann man sie zurückhalten und manchmal kann man sie auch einfach nicht zurückhalten. Und dort darf man, glaube ich, auch als Nachstehender, als Freund, als Ehemann oder was auch immer, dort darf man, glaube ich, mega mutig sein und die Trauer mittragen, dieser Trauer Raum geben. Und man muss auch nicht Angst haben, auch wenn es vielleicht unangenehm ist. Es ist okay, weil es ist für beide unangenehm in dem Moment. Und ich glaube, dort ist es mega wichtig, dass wir uns wirklich, dass wir bereit sind, als Freunde dieser Trauer Raum zu geben und sich wirklich in dem unterstützen und zu tragen und halt
man muss nicht zu allem eine Antwort haben. Man kann nicht zu allem eine Antwort haben und man muss auch nicht versuchen, eine Antwort zu geben. Es langt, wenn man einfach da ist und zulässt und vielleicht halt, ja, wie du gesagt hast, einfach sprachlos ist, effektiv. Du hast das noch gut formuliert vorher beim Vorbereiten. Also so Sätze, die darf man wirklich auch sagen. Ich weiss nicht, was sagen. Auf jeden Fall. Es ist nicht irgendwie, was, du weißt nicht, was sagen, sondern es ist... Nein, ich glaube, es ist eine Antwort oder eine Antwort geben auf das Ganze. Das erwartet auch niemand von dir. Du musst auch nicht das Gefühl haben, dass man von dir erwartet, dass du jetzt einem die Lösung geben für die Trauer. Gar nicht. Ich glaube, es ist mehr einfach wirklich ein Dasein und ein Zeit verbringen und ein Mittragen. Und das Mittragen, ja, das ist schon alles, was man, oder so vieles, was man braucht in dieser Situation, dass man nicht allein ist. Weil grundsätzlich, glaube ich, wenn man in einer Trauer ist oder in einer festen Trauer ist, es ist etwas mega Intimes. Trauer ist, ich glaube, wenige haben einfach in einer Öffentlichkeit zu brüllen und Trauerraum zu geben. Aber darum zieht sich jemand, der in einer Trauer ist, auch eher zurück. Und dann ist es auch schwierig, als so eine Person zu sagen, hey, jetzt rufe ich allen an, weil ich heute etwas machen will, weil es sonst langweilig ist. Oder? Und genau an diesem Punkt ist es eben das, wo man Freunde braucht, die einem in dieser Situation mittragen und Zeit einfach schenken. Und da sind, egal was die Person gerade machen will. Genau, ja. Hab keine Angst vor unangenehmen Momenten. Und was ich mega gemerkt habe, was cool ist, frag nicht unbedingt, hey, wie geht's dir? Es ist eine mega kleine Essenz, aber die Frage, wie geht's dir, ja, grundsätzlich schlecht. Oder es geht mir schlecht, ich habe jemanden aus meiner Nähe verloren. Es ist jemand gestorben, es ist jemand gegangen, es ist nicht happy clappy, sondern das ist eine mega schwierige Antwort oder eine Frage zu beantworten, wie geht es mir? Ja, ich weiß wahrscheinlich selber nicht, wie es mir geht im Moment. Und ich denke, dort ist es mega eine kleine Essenz, wo man einen Unterschied machen kann und einfach mal fragen, hey, wie war dein heutiger Tag? Ja, spezifischer. Ja, spezifisch. Wie geht es dir jetzt? Weil da kann auch jemand von seinem Erfolgserlebnis erzählen und sagen, hey, ich habe heute einen guten Tag gehabt, ich kann heute mega mit dieser Trauer handeln oder ich habe einen Moment gehabt, was mir nicht so gut gegangen ist und man kann erzählen, man kann es teilen und auch dort hat man dann wieder als ein Tröster oder ein Freund die Möglichkeit, zum einfach da sein und zuhören und ja, Wertschätzung geben. So. Genau, du hast vorhin noch schön gefragt wegen dem... Ja, die Leute, die nicht so nahe sind. Wenn man nicht so nahe ist. Einerseits, wenn dir die Situation bekannt ist, ich muss glaube fast kurz lesen, wenn dir die Situation bekannt ist, versuch es nicht zu ignorieren. Versuch nicht darum herumzugehen, weil es dir vielleicht peinlich ist oder so. Und wenn dir die Worte fehlen, wenn du nicht weißt, was sagen in dieser Situation oder wenn du die Person siehst, dann ist das mega okay. Es hilft und es dient mehr, wenn du einfach sagst, hey, ich bin wirklich sprachlos. Ich weiss nicht, was sagen und es tut mir so leid. Es ist so viel mehr wert, wenn einfach gar nichts sagen und das irgendwie wie zu totschweigen, weil man halt ja, teils vielleicht ein bisschen überfordert ist mit so einer Situation. Ich sage auch, also ich habe mir auch angewöhnt, wenn ich nicht weiss, was sagen und ich sehe jemanden das erste Mal, sage ich einfach mein Beileid. Mag abdroschen klingen, aber es stimmt. Ja. Darum weiss ich nicht, was sagen und dann, ja, mein Beileid. Ja. Und ich glaube, das ist so viel mehr wert, wieder wenn man einfach versucht, die ganze Sache zu ignorieren. Oder? Ja. Ja, es ist für alle herausfordernd. Es ist am meisten herausfordernd für die Leute, die betroffen sind. Und dort ist es, glaube ich, mega hilfreich, wenn man einfach geschwind auch nur sagt, hey, es tut mir leid und für das, was passiert ist. Genau. Gibt es 2, 3 No-Gos, wo du denkst? Musst du überlegen. Ja, sicher gibt es brutale Fettnäpfchen. Ja, also schwierig, zum einfach ein No-Go zu sagen. Aber hast du wenig No-Gos erlebt? Ja, aber ich würde jetzt von denen nicht erzählen. Okay. Also so direkt. Was ich noch einen Punkt habe... Aber grundsätzlich darf man eigentlich auch wirklich auch mutig sein. Ja, also man darf sich auch melden. Auf jeden Fall. Das ist das, was ich da habe. Noch als letzter Punkt.
wir sind in der Kirche und wir sind da als Unterstützung. Und auch wenn man nicht so nah ist, es ist mega wertschätzend und ermutigend und vor allem bekräftigend, wenn man einfach ein SMS bekommt oder einen Blumenstrauß geschickt bekommt oder ein Schoki, irgendetwas, eine kleine Aufmerksamkeit oder ein Briefchen oder wenn man an die Person muss denken. Und ein Kollege hat mir immer wieder mal geschrieben, hey, ich muss an euch denken. Und das war es. Und es ist eine mega schöne Geste, weil ich weiss, er trägt wie ein Stück mit und er betet für uns. Und das ist eine mega schöne Geste, wenn man einfach sagt, hey, ich habe gerade an dich denken, es tut mir so leid. Und das kurz schreiben, es muss nicht irgendwie ein Vers noch dran gehangen sein oder was auch immer. Es muss auch nicht irgendeine Floskel mit dabei sein, von es wird alles gut und so, sondern einfach, hey, ich muss an dich denken, es tut mir leid. Kleine Wertschätzung, das ist so viel Kraftvolles und Ermutigendes und es motiviert wirklich und es stärkt einen und es ist so viel wert, ja, wo für jemanden Außenstehendes ein kleiner Act ist, aber mega viel kann bewirken, wenn wir es alle machen. Ja. Danke vielmals, Cyril. Danke vielmals, Cyril. Ich habe viel in diesem Jahr auch von dir gelernt. Lernen, jemanden unterstützen, der trauern. Danke vielmals. Carina war meine Unterstützung in den letzten Tagen bei der ganzen Aufgleisung jetzt auch vom heutigen Abend, aber auch von der Beerdigung schon und auch einfach sonst mich ein bisschen gespiegelt. Genau. Warum du, Carina? Wer bist du? Ja, so schnell kann man die Frage wahrscheinlich nicht beantworten. Ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Genau, ich studiere Erziehungswissenschaften im Master, bin jetzt hoffentlich demnächst fertig und habe nebenbei noch Ethik studiert und habe in ganz vielen verschiedenen Bereichen der sozialen Arbeit gearbeitet, zum Beispiel in Einrichtungen für psychisch erkrankte Menschen, aber auch im Frauenhaus mit Kindern und Jugendlichen und hier in der ICF Foundation. Genau. Suizid ist ein mega groß verbreitetes Problem. Und man redet eigentlich sehr selten darüber. Ich weiß nicht, ob wir das im 20 schon mal so direkt eigentlich wirklich thematisiert haben. Gibt es ein paar Zahlen, so Statistiken? Ja. Ja, also ja, grundsätzlich wird darüber häufig nicht geredet, einfach um Nachahmungseffekte zu verringern, also damit Leute das einfach nicht nachmachen. Ja. Genau, aber es gibt Zahlen, und zwar ist die Schweiz unter den Top 20s der Suizidraten. Und laut der Weltgesundheitsorganisation nehmen sich jährlich ca. 800.000 Menschen das Leben. Das heißt, runtergebrochen, alle 40 bis 45 Sekunden bringt sich ein Mensch um. Genau. Und das hat halt ganz verschiedene Ursachen. Also es kann eine psychische Erkrankung sein, es kann aber auch sein, dass Leute einfach schlimme Sachen erlebt haben und das nicht mehr aushalten oder dass sie einfach müde sind, grundsätzlich vom Leben. Genau. Und man ist sich auch nicht einig darüber in der Wissenschaft jetzt, was genau die Ursache ist. Es gibt ganz verschiedene Theorien, zum Beispiel Hormone oder auch Vererbungen und so weiter. Also es ist gar nicht immer nur eine Depression, die da mit reinspielt. Also nicht jeder, der sich das Leben nimmt, ist depressiv gewesen. Nein, und es ist auch nicht immer eine Kurzschlussreaktion. Also das heißt es gibt einfach Menschen, die überdenken das wirklich sehr rational und entscheiden sich dann dafür, sich umzubringen. Eben, es ist ein ganz breites Spektrum wieder. Genau. Ich möchte dich fragen, wie geht man am besten damit um? Ein Freund von mir kommt zu mir und sagt, ja, weißt, ich überlege mir das. Ja. Oder ich habe so Gedanken. Ja, genau. Also da kann ich pauschal eigentlich keine Antwort geben, weil es kommt halt mega darauf an, wie die Situation ist. Also grundsätzlich, wenn es eine akute Gefährdungssituation ist, wo eine Selbstgefährdung vorliegt, dann auf jeden Fall die Polizei oder den Rettungsdienst anrufen. Was heißt akut? Wann ist etwas akut? Ja, also wenn die Person quasi dabei ist, sich umzubringen. Ah, okay. Genau. Ja, das ist akut. Genau. Also dann liegt eine akute Gefährdung von einem selbst vor. Dass ich muss damit rechnen, er macht es jetzt wirklich. Genau. Also nicht nur, er ist sich am Überdenken oder genau. Okay. Ja. Und wenn das eine Person ist, wo man zum Beispiel, die das in einem geschützten Rahmen wie einer Small Group erzählt, dann kann man ganz unterschiedlich darauf reagieren. Also wichtig ist, dass man nicht in Panik gerät
oder das Gefühl hat, man muss jetzt von eigenen Erfahrungen erzählen, sondern dass man die Person ernst nimmt und ihr auch zuhört, weil ich habe ja schon bei den Ursachen gesagt, es kann ganz verschiedene Ursachen haben. Und da ist es wichtig, dass man die Person ernst nimmt und auch ihre individuelle Geschichte hört. Genau. Wirst du nicht, also nicht so Sachen auch wie drohen oder sagen, hey, mach das auf keinen Fall, darfst du nicht, oder ich glaube nicht, dass das was bringt, weil es bringt nichts, wenn du moralisch anfängst zu argumentieren, sondern ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass man die Person ernst nimmt und ihr zuhört und das auch nicht verurteilt, was sie sagt, sondern dann eher versucht, gemeinsam mit ihr ein Hilfsnetzwerk aufzubauen. Zum Beispiel, indem man Fachpersonen einschaltet, indem man zum Beispiel? Die Seelsorge oder auch, es gibt von der Stadt Zürich die Suizidprävention, dort findet man Fachleute oder auch die 143, die dargebotene Hand, eine Hotline, die man 24 Stunden lang anrufen kann. Genau, und dort sind einfach Fachleute. Das ist eigentlich noch, also eigentlich darf man wirklich über, wenn man selber jetzt, vielleicht gibt es Leute da drin, wo das ein Thema ist. Ich habe auch eine Phase in meinem Leben, wo das noch ein aktuelles Thema war. Darüber reden ist grundsätzlich eine gute Sache. Ja. Also man kann sich bei der ICF Seelsorge ein Stück weit melden, die tun nachher auch weiter connecten. Grundsätzlich möchte ich noch schnell auf etwas eingehen. Wir haben einen ganzen Social Care, wo noch ganz andere Lebensbereiche sind. Also vielleicht ist ja darunter liegt eine Verzweiflung wegen Finanzen, die man nicht mehr durchsieht, oder man findet über Jahre keinen Job oder so, dann haben wir ein Angebot, das wir in dem hinein unterstützen, auch in der Zusammenarbeit mit den Behörden unterstützen vom ICF aus. Und aber auch, wir sagen auch, weil zum Teil ist es, ich glaube, auch wichtig, über Anonymes mal zu reden. Und dann ist eben das 143 gar nicht so schlecht. Ja. Wir haben es sogar bei uns auf der ICF-Homepage, habe ich gesehen, dass wir empfehlen sogar offiziell als Kirche, also wir sind nicht immer die Besten und die geeignetsten, sondern es ist auch besser, zu jemandem extern zu gehen und anonym dort können. Ja, und da ist auch noch wichtig, dass man sich nicht das Versprechen abnehmen lässt, das nicht weiter zu sagen. Also wenn eine Person erzählt von Suizidgedanken, dass man nicht das Gefühl hat, das ist ein Geheimnis, sondern dass man das schon vertraulich behandelt, aber auch ganz klar sagt, dass man andere Stellen einschalten wird, wenn es notwendig ist. Okay. Also dass ich als Freund, also als Small Group Leiter dann sage, hey, look. Ja. Ich glaube, wenn man in dem innen ist und jetzt ein Freund von mir erzählt das und so, es ist mega eine Spannung, die reinkommt oder auch ein Druck, weil ein Stück weit, wenn du mir jetzt von dem erzählen willst, habe ich irgendwo durch eine Verantwortung, es fühlt sich auf jeden Fall so an, ich muss dir jetzt helfen und wenn jetzt du dann dir wirklich etwas antust, bin ich dann die schuld, weil ich habe es nicht gewusst. Wie geht man mit dem Druck um? Ja. Also ich glaube, da gibt es zwei Komponenten und zwar einmal müssen wir oder dürfen wir uns wirklich dafür entscheiden, Leute zu unterstützen, die in schwierigen Situationen sind. Und zum anderen müssen wir aber auch selbstfürsorglich schauen. Das heißt, dass wir schauen, dass es uns selbst immer noch dabei gut geht. Und grundsätzlich, wir müssen die Menschen nicht retten, sondern wir glauben zum Glück an Jesus und wir wissen, dass Jesus die Menschen gerettet hat und dass er auch dafür verantwortlich ist, Menschen zu retten. Und wir müssen einfach lernen, dass jeder Mensch das Recht hat, eigene Entscheidungen zu treffen. Und das ist manchmal sehr schwer, gerade wenn es nahestehende Personen von uns sind. Und ich glaube, wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir Menschen unterstützen, dürfen wir da mega den Heiligen Geist mit einbeziehen, dass wir zum Beispiel, so wie Cyril das auch erst gesagt hat, dass wir mal eine SMS schreiben, dass wir mal anrufen und dass wir einfach als Freund mit einer Person mitkämpfen und sich auch einfach bewusst Zeit nimmt für Leute, dass wir das nicht immer verschieben, sondern dass wir einfach Termine abmachen, die wir dann auch einhalten und dass wir keine Angst haben, da in Situationen auch mit reinzugehen und dass wir dort vor allen Dingen nicht verurteilend sind, sondern wirklich der Person das Gefühl geben, dass sie alles sagen darf und auch ernst genommen wird in dem, was sie sagt. Und gleichzeitig muss man natürlich schauen, dass man sich auch abgrenzt. Das heißt, dass man sich bewusst Zeit nimmt, wo man vielleicht nicht erreichbar ist. Trotzdem, ja. Obwohl man ja dann riskiert, dass genau in dieser Phase geht es dieser Person so schlecht. Oder es verletzt die Person dann noch extra, wenn ich dann nicht das Telefon abnehme. Genau, aber ich glaube, da kann man sehr transparent sein und auch sagen, hey, es gibt diese und diese Zeit, da habe ich einfach keine Zeit. Wenn dann was Akutes ist, kann die Person auch selber schauen, dass sie beispielsweise sich anderweitig Hilfe holt.
Und ich glaube, da ist auch wichtig, dass man das vielleicht aufteilt, gerade wenn man in einer Small Group ist, dass man das auch auf mehrere Leute verteilt, die Verantwortung für die Person oder die gefühlte Verantwortung. Genau. Würdest du einer Freundin von dir, die auch sagen, dass es nicht deine Verantwortung ist? Also du hast vorher gesagt, du kannst die Entscheidung von ihr nicht annehmen. Würdest du einer Freundin sogar sagen, also wenn du dich umbringen willst, es ist nicht meine Sache, du musst selber, oder dann ermutigst du die ja noch dazu, oder wie machst du das? Wie würdest du das formulieren? Ja, ich glaube, da kommt es sehr, sehr, sehr drauf an, wie es der Person geht und was die Gründe dafür sind. Ich glaube, ganz oft, gerade bei psychischen Erkrankungen, darf man sehr klare Grenzen ziehen und der Person auch sagen, hey, pass auf, es ist deine Verantwortung, weil sonst kommt man in die Gefahr, dass man manipuliert wird. Aber das würde ich nicht pauschal empfehlen, sondern es ist einfach sehr situationsabhängig. Genau, und sonst, ja, also ich will das nicht pauschal beantworten, weil sonst macht das nachher jemand und ich will dafür nicht die Verantwortung haben. Also es kann ja sein, dass du auch mal überfordert wärst in einer Freundschaft oder so. Mit wem sprichst du dann darüber? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man selbst schaut, dass man ein gutes Umfeld hat, dass man Leute hat, die einen spiegeln. Als Fachperson macht man das, dass man Supervision hat, wo andere Fachpersonen einen coachen und auch spiegeln und auch sagen, hey, pass auf, da hast du einen Fehler gemacht, da musst du nächstes Mal anders reagieren. Und ich glaube, als Freund kann man sich auch Hilfe suchen. Also es gibt da auch die Angebote vom Social Care, die du nutzen kannst, um einfach da auch als helfende Person gecoacht zu werden. Sag noch was zu den Menschen, die jetzt hier drin sind und selber mit diesen Gedanken kämpfen, Suizidgedanken haben. Genau, grundsätzlich das allererste ist, dass sich keiner schämen muss, solche Gedanken zu haben, dass sich keiner dafür schämen muss, dass er Gedanken hat, dass er sich umbringen möchte oder auch sich selbst verletzt oder gefährdendes Verhalten hat, wie beispielsweise Magersucht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man weiß, dass die Kirche ein Ort ist, wo solche Gefühle und auch Gedanken zugelassen werden. Und das, was wir auch schon gesagt haben, es muss ja nicht jedes Mal eine psychische Erkrankung sein, sondern es kann auch einfach sein, dass man müde vom Leben ist oder einfach kraftlos ist. Und wenn das auf einen von euch zutrifft, dann möchte ich dich wirklich mega ermutigen, dass du darüber sprichst, dass du dir Leute suchst, mit denen du sprechen kannst, Freunde, Leiter im 20s, aber auch die 143, wenn du es anonym machen möchtest. Und ich glaube, das Wichtige ist, gerade wenn du das Gefühl hast oder die Gedanken hast, dass du dich umbringen möchtest, hast du eigentlich nichts zu verlieren, wenn du einmal darüber sprichst und deine Entscheidung dann nochmal überdenkst oder auch nochmal Bestätigung bekommst oder was auch immer, dass du einfach darüber mal redest. Weil ich glaube, grundsätzlich, was mega wichtig ist, ist, dass jedes Leben wertvoll ist und dass Gott einen Plan hat, auch für dich, wenn es sich vielleicht auch gerade nicht so anfühlt. Und ich glaube, das ist unabhängig davon, was dir passiert ist oder was du getan hast. Es gibt keinen einzigen Grund, warum Gott dich weniger liebt. Und es ist egal, was du geleistet hast oder auch nicht geleistet hast. Und wir Menschen, egal in welcher Situation, wir sehen immer nur Momente. Und Gott hat einfach ein größeres Bild und ein großes Ganzes. Yes. Und er hört deinen Frust und er sieht deinen Ärger, er sieht deine Situation und er kann damit umgehen. Weil wenn wir in die Bibel gucken, die ganze Bibel ist voller Leute, die einfach zweifeln, die keine Lust mehr haben zu leben, die meckern, die, keine Ahnung was, die an Gott auch verzweifeln. Und Gott ist nie aus der Situation gegangen, sondern er ist immer reingegangen und er hat mit den Leuten gelitten. Und ich finde einen Vers ganz wichtig, den ich dir zusprechen möchte, in Jeremia 29, wo steht: Gott sagt, denn ich weiß, was ich mit dir vorhabe. Ich habe Frieden für euch im Sinn, kein Unheil, und ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Und ich glaube, das ist auch das, was wir gerade als Christen einfordern dürfen von Gott, dass er uns eben diesen Frieden gibt. Weil er uns versprochen hat, dass er uns Frieden schenkt. Und deswegen glaube ich, dass man das auch einfordern darf, egal in welcher Situation. Amen. Ich möchte gerne für alle beten, die selber auch hier im Saal sind und du kämpfst mit solchen Gedanken.
Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du in die Leben hineinkommst. Ich bitte dich für all die heute da rein sind und so Gedanken kennen, so Zeiten haben, wo alles zu viel wird und wo sie nicht mehr durch sind. Und darum, Heiliger Geist, bitte ich dich, dass du das Wunder tust, zu führen. Dass gerade in diesen Situationen, wo so verschwommen nur noch sieht, wo so viel auch Angriffe in den Gedanken sind und so ein Wirrwarr auch amix. Dort bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du deine Wahrheit und Klarheit und deinen Frieden trotzdem magst hineinbringen. Ich bitte dich auch, Heiliger Geist, dass du führst an einen guten Ort an, wo sie Hilfe bekommen können. Führ du die Leute als Licht, wo sie transparent über das anfangen zu reden. Und nimm du alle Scham weg, die bei diesem Thema ist, Jesus. Und ich bitte jetzt aber auch für die jemandem zur Seite stehen, der so gekämpft hat. Wahre Helden, Jesus. Und ich bitte dich für all die Helden, die heute da rein sind und wollen jemandem zur Seite stehen. Ich bitte dich, Gott, für eine Sanftmut, ein Verständnis, eine Feinfühligkeit, wo deine Liebe widerspiegelt und so in die Menschenleben hineinkommt. Und gleichzeitig bitte ich dich auch für einen gesunden Selbstschutz, für Weisheit im Abgrenzen, für einen Mut. Du sagst, dass wir dich beten, wenn einem Weisheit mangelt. Und ich glaube, in diesen Situationen mangelt es oft an Weisheit. Und darum komm du, Heiliger Geist, und führe uns in dem drin. Amen. Danke vielmals, dass du den Podcast geschaut hast, obwohl es ja eher ein schwieriges Thema ist. In all dem drin haben wir als Kirche auch mega gemerkt, wie es einfach kraftvoll ist. Wie stark das Fundament eben verhebt. Wie stark das Jesus selber verhebt. In dem Schwierigsten haben wir immer noch Hoffnung. In all dem, wo wir getrauert haben, ist seine Führung eben gleich da. Und das ist uns ein unglaublicher Schatz. Und darum ist es mir auch mega ein Privileg, da in dieser Kirche zu sein, wo wir ehrlich auch über all diese Sachen reden. Ich möchte dich auch einladen. Vielleicht ist es selber für dich das Thema jetzt, wo noch nicht alle Fragen geklärt worden sind. Such dir selber Hilfe und Antwort und du bist mega, mega herzlich auch willkommen bei uns. Am Freitagabend haben wir immer da unsere Celebrations. Du darfst gerne auch mal auf mich zukommen oder wir haben ein Angebot, wie du da kannst Anschluss finden und auch kannst bei uns in der Kirche ein Zuhause vielleicht finden. Das würde uns mega, mega freuen. Gottes Segen, er ist immer mit dir, er ist immer für dich und er segnet dich, egal wie es dir gerade geht und wo du gerade stehst. God bless you.